An Joel? Haut schlägt sich ein Kreis, von dem viele Leute vielleicht gedacht haben, dass sich nie gif schließen. Und du erklärst es nur, was für ein Kreis das ist und wie den sich geschlossen wird. Ganz gern. Dat Hoi aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Bei mir als Haut eng all bekannte Stimme, die hat sie wahrscheinlich genauso vermisst wie ich. An, du warst do oder du warst manst als Special Guest do. Das fand ich total live, dass ich immer mal darf auf Besuch kommen. Ich finde ein bisschen witzig fand, wo du das gesagt hast mit dem Kreis, wo die Leute sich nicht gedacht hätten, dass es sich schließt, weil das klingt ein bisschen so, wie was jeder gemeint hat. Ich gebe mein Studium nie aufschließen. Da tun ich zwar tatsächlich auch eine Zeit schon gedacht, mir Gott sei Dank ist die Zeit mir lange hier. Ja, also sie wenden es meinem Studien an, Bayersch. Mhm. An der Studien an, das hat etwas mit dem Podcast zu dienen. Genau, also Thema, was ich an meiner Masterarbeit behandelt habe, da tun ich auch schon ganz ein bisschen gekratzt, eigentlich mit dem Robin an der Folge über Sex Education. Ob das Thema wäre ich nie gestoßen, wenn der Radio Ara nicht gibt gehen, aber nicht der Sex-Podcast nicht gibt gehen. Okay, du sind wirklich. Boah, ich weiß es schon, mehr schlenken, das sieht für ihn wahrscheinlich schon ein bisschen vierwälzig aus. Worum es also da gegangen an den Master erwischt? Also, das Sex am Radio gegangen, also nicht Journalistinnen und Journalisten, die man nicht schlafen, aber tatsächlich darüber, wen über Sex on air schwätzt. Aber die Bewitzige ist, und das ist ein Zusammenhang mit dem Sex-Podcast, das ist, wo ich angefangen habe beim Sex-Podcast, das war ja bei der zweiten Staffel. Da kriege ich von einer Mitarbeiterin vom Radio Ara so ein Konzeptgespräch gesucht. Wir sollten immer so man nicht schwätzen, dass es eben Kolleginnen und Kollegen sind, die in denen diskutieren. Und wir sollten nicht so ein Expertengespräch raushängen lassen. Und du hast gesagt, mach es nicht wie die Molitor Paffers. An demals, ja, ich habe mich gefragt, wen ist die Frau, weil ich hatte ihre Nummer einfach noch nie hören. Und ich habe gemerkt, es sind immer wie kleine Kanner, denen du siehst, geh du auf keinen Fall hin. Das finde ich damals schon cool fand, da genau die Kontra von dem zu machen, was da wussten so. Und ich sind zwar nur selber wissen, ich meine auch immer so, das heißt, ich wollte wissen, wen ist die Frau, für was sollst du nicht so schwätzen wie sie. Und dann hat ein absolut impressionant Reise angefangen, weil die Dame war eine andere Präsidentin vom Planning Familial für über 40 Jahre. Und sie ist eben Gynäkologin. Sie hat um RTL eine Radiosendung, an der sie abgeklärt wird. Und das war dann der Anfang. Das heißt, sie hat am Anfang einen Sex-Podcast gemacht, ihr das den Sex-Podcast gauf. Genau, ihre Podcast normal Gemenge gauf. Und ich soll mal so, also wenn wir denken, es gibt feinste noch Leute gehen, die sich beschweren an irgendeine blöde Message auf Instagram schreiben, obwohl man davon ziemlich verschönt gesehen. Also demals, wo die Madame das gemacht hat, du hättest noch ein bisschen mit zackig geflammt zu Lützeburg. Das heißt, sie hat zwar Fans, aber sie hat auch ganz, ganz, ganz viel Gegner. Und dafür ist da Menge Masterarbeit in anderem Sprachverbot ergangen, und das ist darum gegangen, was ist sagbar sozusagen, was ist angeblich unsagbar. Und dafür war der Titel, wenn das Unsagbare sagbar wird. Also es geht um ihren Kampf für Sachen, dürfen unzuschwätzen, für durch informieren den Nullausstraherinnen und Nullausstrar zu helfen. Du sagst doch schon, Madame Molitor Pfeffer wäre Präsidentin vom Planning Familial. Ich hatte effektiv auch schon, ich meine, wenn wir dieselben Gespräche hatten zum Sex-Podcast, dann wen soll sein oder wen nicht soll sein, von ihr hören. Ich wusste, okay, die Audition von einer Sendung um RTL gemäht über Sex. Viel mehr weiß ich aber nicht über sie und die meisten von unseren Nullausstraherinnen wahrscheinlich auch nicht. Kannst du das kurz ein bisschen erzählen, wen die Madame wäre? Also sie ist 1929 geboren. Und sie hat schon einfach für die demalige Zeit ein ganz spannend
Ausbildungskarriere gehabt. Also so mal so, es war damals wirklich nicht unbedingt immens konventionell, dass du dann die doktorische Ausbildung oder das Studium an Ugriff geholt. Bei ihr das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, dass ihren eigenen Pap sich dafür angesagt hat, dass sie durch da hat können doktorisch gehen. Und dann hat sie einen ziemlich langen Parcours gemacht, hat sich auch immer neben ihrem Studium selber weitergebildet. Aber das ich dabei eben auch noch spannend fand, dass sie war mit einem Doktor bestuhlt. Und sie hat 2 Durchtritte gekriegt. Also sie war Mom, aber für sie war immer klar, dass das professionelle Leben weiter muss gehen, auf vor allem auch das soziale Engagement. Also es war, also wenn ihn sich mehr mit hier beschäftigt, merkt den, das war nie eine Alternative, da irgendwie hinter dem Herd zu verweilen, wie den dämonische Klischee es da gerne gehabt hat. Also sie war unkonventionell und hat sich durchgekämpft. Also sie aus bis heute fand ich ein extrem spannendes Beispiel. Und was ich vielleicht auch noch dabei kann, so, wenn der ihr wirklich für hier Person selber interessiert, es gibt auch viele andere Forscherinnen zu Lützeburg, die sie kennen und die sich mit hier beschäftigt haben. Es gibt zum Beispiel auf frauendach.lu gibt es eine Klangbiografie von hier, also so Klangangaben, die sich noch lesen kann. Lo nicht gesagt, sie hat eng Sendung über Sex gemäht um RTL, das stimmt aber so nicht ganz. Also für die Leute, die sich froh, wo wir schon der Hintergrund wissen, hun schon dem Ansing Master erwischt. Ich meine, das können wir aber schon verroden. Korrektur gelesen, das ist schon die Sachen all schon denke ja gelesen. Dafür manchmal ob die Idee kommt, gemeinsam darüber zu schwätzen. Also muss ich dabei sagen, du hast auch nicht nur einen Enkel gelesen, ich meine, du hast einen ziemlich wahnsinnigen Prozess. Mit durchlebt, mit Kapiteln, die 100-mal Platz gewechselt haben. Und also muss ich dabei sagen, heute ist das, wenn du auf der Uni 3 eine Geschichtsarbeit schreibst, das sind 80 Seiten und du kannst über die Frau hunderte von Seiten schreiben. Der erste Joel hat mich an den Hechten und den Dave begleitet und dafür muss ich sagen, das war ein ganz wertvoll Hilfe. Die wünschen sich auch jedem anderen, den sich für einen Masterarbeit entschied. Okay, worauf ich raus wollte, war, es gibt nicht just eine Sendung, mehr es gibt da 3 von der Stadt Riche am Kapon. Dem derzeitigen Erkenntnisstand zu folgen. Also es gab effektiv die Sendung, die ich hauptsächlich in der Sicht war, lief der Partnerschaft. Da hat alles so gefangen, länger 70. Da muss ich sagen, das gibt der Kader für heute extremst sprange mehr. Also sie hat die Sendung zusammen gemacht mit einer anderen Organisation, die war ganz anders gepolt wie die Planning Familial. Die hat viel mehr katholischen Framing und die einen schrecklichen Streit gekriegt an der Sendung, weil sie ganz unterschiedliche Ansätze hatte, für Menschen Sachen zu erklären und für darüber zu schwätzen, was ihnen die Menschen überhaupt darf erklären. Und den die Streit man nicht kriegt. Solo mal, Gott sei Dank für mich, hat man da mal Molly Pfeffer dürfen weitermachen und die anderen wollten unbedingt eine eigene Sendung und auch da muss ich so, Gott sei Dank konnten sie nicht. Aber das ist nur meine ganz persönliche und nicht meine wissenschaftliche Meinung. Also da gab es große Konflikte, die tatsächlich am Radio selber ausgedroht wurden auch. An den Zeitungen, also da kann ich noch ganz viel außerhalb vom RTL-Archiv oder vom CNA-Archiv, besser gesagt, kann ich sich durch eine andere Sachen angucken. Ich kann den Luxemburger Wort aus den 80er lesen, online, das ist frei zugänglich. Da könnt ihr euch die Konflikte längst schon an der dämonischen Zeitung durchlesen. Und du hättet wie gesagt, also es wird geflammt, es wird richtig geflammt. Kann man gut vorstellen, dass die Fatzen ziemlich geflossen sind. Wie kann man so eine Sendung vorstellen? Also wenn die Stadt Ulaufstadt, wird sie da einfach ein bisschen doziert, wird sie froh beantwortet, wird ein bisschen so alles. Sie haben auch manchmal scheinst du Special Guests, oder? Ja, das kommt mir spät. Also am Anfang hat hauptsächlich daran bestanden, dass meistens eine RTL-Mitarbeiterin mit hier geschwärzt wird. Ich weiß nicht, ob die das gewollt gemacht hat oder nicht, aber sie hört immens, wie die Fragenstellende fungiert. Als Moderatorin hört so das Publikum, die vier im Radio sitzt ersatz, an dem sie die was ganz einfach froh gestaltet hat, und gesagt hat, ja, aber du hast ja das da jenes behauptet, wie ist das dann oder nicht? Das heißt, ja, sie hat sie dann angeschwärzt mit ihren Frauen und dann hat sie das erklärt. Also es war ein bisschen so wie eine Beratungssituation, die du sonst am Safe Space von einem Kabinett, von einer Praxis bei einem Gynäko oder einer Gynäkologin hast. Und da tun sie sich an den Radio verfracht. Und das auch darum gegangen zu sagen, es gibt keine dummen Frauen, wenn du dich beschäftigt, dann trau dich unbedingt, einen Doktor oder einen Doktor anzuschwätzen. Weil wir können darüber diskutieren. Also, das heißt, sie ist schon als Expertin immer da abgetreten.
sie war auch eine ziemlich große Persönlichkeit und eine große Erscheinung. Also hat auch hier ganz gestrengt von seins du gesagt, die Leute sollen das oder jenes nicht machen. Ja, dann haben sie unser Stadtberatungsgespräch stattfinden gelassen, so kann ich das sagen. Sie war streng, aber sie hat aber auch ganz viel Mattgefühl und auch ganz viel Fingerspitzengefühl für ob Leute hier Ängsten anzugehen. Weil sie war meistens streng mit den Leuten, wenn sie ihnen gesagt hat, dir sollt ihr nicht schummen für all die Sachen. Du konntest ganz durchsetzungsfähig sein, was sie so schämt hat, nicht an Gespräche verloren, weil er Körper etwas Natürliches. Das klingt ja schon ein bisschen so wie das, was wir hier am Podcast zählen. Wir sind zwar meistens nicht streng, aber das, was du gesagt hast, dass den sich nicht muss schummen, dass Körper etwas Natürliches sind und dass den sich nicht für seinen Körper soll schummen, das sind ja Sachen, die mir auch zählen. Ich verhart höchste mal während irgendeinem Prozess gerade scheinst du so ein Sneak Peek, dass du mal irgendetwas geschickt hast, was du gerade hören hast, was dir aufgefallen ist, was irgendwie spannend wäre. Oft haben wir gemeinsam festgestellt, dass es eben ganz viel Gemeinsamkeiten gibt mit Maybe Sex. Sachen, die eben Demos schon richtig wären, die heute noch immer sind, hast du der Gemeinsamkeit eigentlich viel festgestellt. Also es sind weit mehr Gemeinsamkeiten, wie das es Unterschiede gibt. Das also war lo, was ich so, dass das lo zum derzeitigen Zeitpunkt graf über den Daumen gepeilt ist. Ich werde mich an Menge Forschung, weil ich werde weiter dazu forschen, noch viel mit den Vergleichen beschäftigen. Mehr intuitiv kann ich nur mal so, die Gemeinsamkeiten sind teilweise so krass, dass du, wenn du die Aufnahme lauscht hast und du weißt nicht, dass sie 40 Jahre alt sie kennt den sich bald denken, wir hätten mit der Molly Top-Puffer bei uns am Sex-Podcast sitzen gehabt. Also sie hat super an unsere Equipe rangepasst, muss ich ehrlich sagen. Wenn du da lebst, ist so vielleicht echt das Unterschied, weil der sind da viel Männer. Also muss ich einfach daran denken, die Sendung ist, wie gesagt, Ende 70er rauskommen. Und es gab damals andere Sachen, andere, ich nenne es mal Brennpunktthemen. Das war, also kurz danach, wo AIDS auf den Plan kam, das war so sie hat an der Zeit ganz viel geschafft, wo Kindesmissbrauch als Thema abgetaucht ist. Sie hat sich für die Sache viel angesagt. Sie hat zu einer Zeit sich für Prostituierte angesagt, wo es weit von der Wasch war, die Personen als Sexarbeiter oder Sexarbeiterinnen zu bezeichnen. Sie hat für immens viele Sachen Grundsteine aus sich gelöscht. Also das heißt, das, was sich hauptsächlich unterschied, dass es paar Themen gouf, die damals mehr aktuell waren, die heute Männer aktuell sind, weil da war teilweise auch schockant, dass sie teilweise Sachen trägt, die damals gebrannt wurden und die auch heute einfach noch brennen. Und das ist das, was ich so krass fand. Sie hat immer gesagt, all Stadium von der Sexualität, von einem menschlichen Wesen, ist natürlich und normal. Und wir sollen Menschen eine natürliche Entwicklung zugestehen, so wie jeder in seinem Rhythmus schafft. Aber nicht mal gucken, dass sie damals schon gesagt hat, dass Kleinkanner eine Sexualität tun und dass sie der bejohen soll gegenüberstehen und man einfach haut nach kämpfen und haut nach Politikerinnen und Politiker haben, die sich dagegen wehren und Sexpädagogen und Pädagoginnen erstellen, kann er früh sexualisieren, das fand ich schockant. Also das ist ein ziemlich Armutszeugnis für was sie sich damals angesagt hat, wo man haut einfach nach Heinz du gefehlt, kein Schritt weiter sind. Also da geht es noch immer nicht richtig um da eins. Für dann auf Gemeinsamkeiten zu schätzen zu kommen. Ja. Sie hat sich immens dafür angesagt, dass es wertfreien Vokabulär gibt. Sie hat Problematik wie mir auch erkannt, dass ob Lützeburg eine ganz Reihe Schwierigkeiten hat, weil die Leute Begriffe nicht bekannt sind, dass Leute die wissenschaftlichen Begriffe nicht kennen, dass die Schimpfwörter die mit Genitalien zu tun haben, zum Beispiel, oder sexuellen Orientierungen, die Leute mehr geliefert sind wie alle Termen, die mehr wertfrei kennt sind. Und das liegt hier immer immens stark um Herz. Aber das ist zum Beispiel schrecklich leid fand, dass sie hat zum Beispiel unter anderem für Klitoris Heinz du Lustknäppchen gesagt. Also sie hört sich auch, also sie hört immer darauf bestanden, dass du viel medizinische Terme benutzt, aber sie hat aber trotzdem auch gesagt, wenn man gemeinsam neue Wörter erfahren, die du dann positive Art und Weise beschreiben, da wäre das total okay. Und dafür fand ich die Lustknäppchen einfach immer ein Slave. Also dass in denen selber kann drecken, dass den anderen Leute können drecken und das ist ganz spannend.
Das ist aber wissen, es wird ihre andere Philosophie oder einem Satz, den sie oft gesagt wird, wissen entgehen könnt, die Knäppchen, weil sie aber viel über das Bild vom Körper als Maschinen geschwärzt wird. Du hast absolut recht. Also sie hört auch ganz viel Kapitalismuskritik an ihren Ausführungen teilweise. Also das ist immer spannend, wie umfassend sie Sujeten ugepackt wird. Also sie hat das Fertigbrot über anatomisch abzuklären und die Leute zu Funktionalitäten zu erklären, dann aber mit anzubannen, dass wir Menschen sind, die innerhalb von einer Gesellschaft leben, wo die Gesellschaft selber sich gegenseitig krank kann machen und dass man als gesellschaftliche Rollen reflektieren und auf Froh stellen müssen und dass Sachen wie Religionen als können op eng Aderweis beeinflussen, die als eventuell blockiert. Also sie hatten immens holistischen Usatz, den heinst du haut noch nicht untrifft bei verschiedenen Leuten, also sowohl bei Patientinnen und Patienten wie bei ärztlichem Personal usisch. Und das finde ich auch ganz spannend von dann das probiert das Sex-Podcast ja auch immer rum, also nicht nimmen über den Körper als solch zu schwätzen, mehr auch über Körperlichkeit an Politik also weiter und so fort. Mhm. Das ist noch Religion enker ugeschwart, du so ugeschwart, dass am Anfang eine Gruppe gouf, mit dem Summesendung gemeint hat, die immens katholisch wäre. Das ist etwas, wo ich hautlo Gefühl und da sind wir nicht mehr so viel davon betroffen, vielleicht zum Glück, dass die Religion so eine große Stellenwert an der Gesellschaft wird und dadurch die katholische Kirche so einen großen Einfluss auf Sexualität, so mal am großen Ganzen, ob das Denken über Sexualität von den einzelnen Menschen hat. Das ist da aber ein Unterschied, den ziemlich groß ist, wo ihn sich vielleicht haut gar nicht mehr so vorstellen kann, wie das am Anfang damals wäre, wie groß den Einfluss von der Religion, dafür von der katholischen Kirche, ob Sexualität von den Einzelnen wäre. Was ich ganz spannend fand, dass sie hat sich ja für die Ausleben von der Sexualität von allen Menschen angesagt. Das heißt, sie hat sich zum Beispiel für Homosexualität angesagt, aber auch für Sexualität am Alter, also dass es da keine Diskriminierung gibt, behinderte Menschen, also weiter und so fort. Aber was du dabei könnte, dass sie hat ja ähnlich bisschen wie die Sex-Podcast, hat sie auch eine Community. Also die Leute konnten nur der Sendung anrufen, sie konnten Briefe rausschicken. Also sie hat mehr wie Anker an der Sendung davon berichtet, dass sie Briefe gekriegt von älteren Leuten, die so schon sexuelle Jahre verloren. Also schon wertvoll Zeit an meinem Leben verloren, weil ich selber blockiert war, weil die Last an den Druck, an die Schimpft so eine Menge Schülerinnen gelastet wird. Das heißt, kaum einfach durch den dämonischen Druck an die Hyperpräsenz vom Katholizismus zu Lützeburg kommt immens oft nicht dazu, dass Leute überhaupt frohe Gestalt tun oder dass ihnen suggeriert wird, dass da jenes als knastig, das und das darfst du nicht machen. Dich selber kennenzulernen, an der Kirche unzupacken, ist nicht okay. Also muss ich wirklich dazu sagen, also in anderem die Organisation, die Sendung mit hier gemacht hat, also das war d'Action Familiale et Populaire, die hat sich immens darüber beschwert, dass man da Molitor Pfeffer viel über Masturbation geschwärzt wird an der Sendung. Die hat das hat sich nicht geziemt, demals. Und das einfach, also, was Madame Molitor Pfeffer immer gesagt hat, dass die Blockagen, die verursacht gehen dadurch, dass man als gegenseitig so über was man nicht schwätzen dürfen, was man nicht fühlen dürfen, das hat sie immer immens kritisiert. Und du konntest sie auch unmussig Rose gehen. Also sie war immens gebildet, sie war immens bibelfast, sie hat sich schon wirklich intensiv mit Glauben auseinandergesetzt. Also sie hat nie Leute judgiert, die gläubig waren, aber sie hat es problematisiert, dass die katholische Sexualmoral einfach Menschen viel mehr schuld, wie dass sie ihnen etwas bringt. Also ich habe für Drüdlo gesagt, ist sie froh, dass die anderen keine Sendung kruten. Das kann ich vielleicht auch noch anders formulieren. Ich finde die Inhalte, die sie teilweise vermitteln wollten, einfach auch ziemlich schädlich fand. Und dafür so nicht, von denen noch mehr Verbreitung fand hätte, weiß ich nicht, ob das der Bevölkerung zu Lützburg immens geholfen hat, mental gesund zu bleiben. Aber was ich auch interessant fand, da soll nämlich kein Missverständnis entstehen. Also sie hat hier ihre Meinung und die hat sie immer frei rausgesucht, aber sie hat immer die Leute dazu ermutigen wollen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und das finde ich immens wichtig fand. Also sie hat ihre Background, sie wusste, was sie lebt, sie wusste, für was sie sich einsetzt, aber sie hat immer die Leute gesagt, ihr müsst selbstbestimmt leben, ihr könnt selber denken, auch wenn nicht lebt, wenn sich selbst für erst nicht gut viel sie wird, am sexuellen Bereich oder auch außerhalb.
dann erhilft Stimmen am macht etwas so viel. Du hast ja viel Zeit mit den Sendungen von der Madame verbrucht. Und ich weiß, dass es immer Momente gab, wo du überrascht wärst. Und dass es aber auch immer Sachen gab, die witzig wären. Und ich hoffe, dass du vielleicht die ein oder andere Anekdote oder Szene, die es so gab an den Sendungen, immer da teilen kannst, wo wir vielleicht selber können staunen oder lernen. Also Beispiel, was man da auffällt, das ist ein trauriges Beispiel, mit das aber auch ein starkes Beispiel, dass sie hat eine Sendung gemacht über Vergewaltigungen und du kriegst da noch ganz viel Feedback zu der Sendung mit den Vergewaltigungen. Und du kriegst gesagt von ihren Nullausstrahlerinnen und Nullausstrahler, die sie geben den Frauen, also betonte Frauen, du baust den Tipp, sie sollen nicht so viel Autostopp machen. Also sie seht dann an der Sendung, sie gibt da aber Novell allerhand von, dass die Frauen davon aufgerufen gehen, weil eine Frau, die Autostopp machen, die will schließlich beim Benzin partizipieren mit ihrem Körper. Und ich finde interessant, weil sie eben immer gesagt hat, hey, das nicht, dass die Frauen direkt suchen müssen und treten, weil die Welt so gefährlich ist, wir müssen als Gedanken darüber machen, für was Welt gefährlich ist, aber was können wir an der Erziehung von Kindern zum Beispiel machen, für dass sie nicht gefährlich wie sie gehen für irgendeinen anderen. Und ich fand immer beeindruckend, weil sie hat eine immens classy Roserei. Und ich meine, dass sie hat die Roserei immens gut kanalisiert, gut umgesetzt. Und ich meine, dass sie die Roserei an dem Engagement auch du brauchst, weil du verstanden hast, für was die Kurs so wichtig ist. Sie ist nicht aggressiv gewesen mit anderen Leuten, aber du hast gemerkt, das war ein Motor, wo sie einfach sich gesagt hat, hey, ich lasse mich nicht innerkriegen und ich mache das. Und ich musste auch dabei sein, was ich mega witzig fand, dass sie am ersten Superjam-Comic sie verbrannt auf einem Scheiterhaufen. Als Hex. Seriös? Hier kann also ja, wo ist denn durch drin, haben wir das erzählt, und hier durch, der ist so stolz, den Moment, wo sie das erzählt, weil sie weiß, dass Cartoonisten, die das gemalt haben, dass die das mit Humor gemengt haben. Also die waren mehr Team Molitor Pfeffer wie Team Paffen. Das ist krass. Und ich meine, du brauchst Energie und du brauchst Mut und Durchhaltevermögen. Und das ist das, was mich wirklich impressioniert. Also so, dass sie einfach das Gespräch immer angegangen ist und immer gesagt hat, hey, egal wen zu mir sieht, ich soll den Back halten, ich mache es nicht. Also das ist etwas, was mir am Kopf bleibt. Also 1984 war es, meine ich, hat sie eine Sendung gemacht am 1. April und dann hat sie gesagt, das wäre eine Schmunzelsendung. Und sie hat nicht wirklich Witze erzählt, aber sie hat erzählt, mit welchen Missverständnissen Leute bei ihnen gelandet sind am Planning familial. Also dass Leute halt so ganz komische Ideen hatten, dabei hier kommen und sie da Gott sei Dank Probleme abklären konnten oder Missverständnisse erklären konnten und so weiter und so fort. Wie gesagt, sie hat Verständnis für die Leute. Also sie hat zum Beispiel eine Patientin, die doof war, die hat gemeint, sie hat einen Tumor am Intimbereich, bis sich herausgestellt hat, dass die Frau zum Beispiel einfach nicht wusste, dass das hier Klitoris wäre. Oh. Und da konnten sie die Probleme abklären. Sie hatten aber auch so viele Leute, die gemeint, weil Planning familial ist, die sitzen da mit ihrer Durchstelle, die aus draußen am Auto blieben und sind Eltern rangekommen. Da sollten sie, ja, mir hätte gerne Staatsbeamte für uns Durchstelle. Das ist auch ganz brav, also kann gut putzen. Ja, also alles Mögliche ist ziemlich absurd. Mir sieht das eben immer, wenn gut Weise dann abgefangen und abgeklärt. Und an der Sendung hat sie auch Preise von Hygieneartikeln für Menstruation eben geschwärzt. Und dann hat sie dann so einen Witz erzählt, dass die zwei Personen an die Boutique gehen und die eine kauft sich da Binden und die andere kauft sich just was. Und da fragt die eine die andere, für was kaufst du das denn dann? Und da sagt sie, ja, das ist zu teuer, ich drehe da lieber selber. Aber das Witzige fand ich, dass sie hat natürlich einen immens ausgewählten, gepflegten Jargon, den sie geschwärzt hat. Sie hat halt so die Momente dazwischen, wo sie auf ein immens wichtig Art, da war so ein bisschen groff war, und das hat sie immens nahbar gemacht, den Moment. Und sie konnte sich auch selber mengenisch, also das ist manchmal mein Eindruck durch die Forschung. Sie wusste, auf welchen Moment, dass sie sich selber misszählen und auf welchen Moment, es heißt du auch mal eine ganz gute Sache kann sehen, sich selber nicht so echt zu hören, an andere Menschen eine Hand zu gehen. Und wie gesagt, also schon gesagt, ich fand, sie hört einfach ein
immens spannend Vierbildfunktion, die bis haut wirklich noch no wirken kann. Etwas wird mir wirklich am Kopf blieben, als das ein Zitat wird eben an den Erbestörs, wo sie darüber schwätzt, wie ein über Sex schwätzen soll. Und ich meine, da schwätzt auch für allem als doktisch. Die seht ja oft, wissen Patientinnen gar nicht, über was schwätzen, weil sie die Begriffe nicht kennen. Und wo sie dann quasi dazu abruft, eng neue Spruch oder irgendwie einen nahbar Spruch zu erfahren oder halt Begriffe zu hören, die Südafrika verstehen. Aber wie du schon sagst, ohne, dass die irgendwie pejorativ gemeint sollen sein. Und das finde ich irgendwie schon immens spannend fand. Das hat wirklich Gefühl, die Frau hat wirklich schon so ein abklärerisch oder weil eine Mission für rauszugehen an die Welt und Leute abzuklären und sie aber auch selber zu ermächtigen. Ich muss immens lachen, Heinz, über mich selber, weil ich ja so stolz war, wo ich dann irgendwann am Laufe von den letzten 10 Jahren den Begriff von der Sexpositivität kennengelernt habe. Und da kannst du da ja selber, das ist auch penibel, das Leute zu geben, weißt du, kannst du da ja einfach immer ein bisschen progressiv hier, also wenn man ehrlich zu sich selber sieht, weißt du, denkst du, oh wow. Ja. Ich bin modern, ich bin fortgeschritten, fortschreitend, whatsoever, weißt du, da lässt das so eine Sendung, die fährt ja alles, und das ist also, wann sexpositiv war, da sind nicht eine andere sie und auch ganz, ganz viel andere engagiert Leute aus der Zeit. Ich meine einfach, dass einmal ein bisschen auffallen, dass du nicht den Sex-Podcast allein die Welt neu erfindest, mit dass es das schon ein Gegolf. Also eigentlich immer spannend, jetzt sieht die Mensch viel darüber aus, was sich an den letzten 40 Jahren verändert hat, oder was nicht, und wie viel Pain sur la planche noch aus. Also so, ich hoffe, dass es nicht nach einem 40 Jahren dauert, und ich hoffe nicht, dass über den Sex-Podcast auf 40 Jahre eine Masterarbeit schreibt und einfach merkt, die letzten 80 Jahre ist nichts geschieht. Mit kann ich so sie, und wie gesagt, auch andere wichtige politische Movemente aus der Zeit, die Hund vier habe ich gelesen, die muss weiter gefordert gehen an der wenn sich auch dabei genauso wenig den Mund verbieten lassen, wie sie sich nicht verbieten lassen, Sachen nun zu schwätzen. Schullo, Stunden gehen nicht nach Lektionen für Haut, die ist der Erbisch, die du gemäht hast, gibt es Matze und ich meine, mit einem Humor los schon hören, schießen, ob es eine andere Lektionen oder gut Schluss wird für als Hörs, die ich kann rausziehen aus der Beschäftigung mit den Sendungen. Ich knappe nicht und einen Post, den mir als Podcast, wo ich noch dabei war, gepostet habe während Corona, und das war der Spruch, du bist nicht allein, und das war ja von den Social Media Posts, die am allermeisten geliked gouf, seit der Podcast gouf. Sie hat wirklich immens viel Gegenwehr erfuhr. Also sie aus bekämpft gehen, sie aus bedroht gehen. Also da gehen nicht extrem viel allen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Also sie hört aber trotzdem nicht abgehen. Also muss ich auch so, also ich bin überzeugt davon, dass sie heute noch interessant Arbeit machen. Sie ist leider verstorben 1999, weil sie einen Autosaccident hat, den nicht selber verschuldet war. Mir sie ich bin sicher, dass sie auch an ihrer Pension wirklich noch lange weiter gekämpft hat. Ich fand das, was sie vermittelt, dass das nicht abgehen, immens wichtig ist. Und ich fand, dass das, was sie vermittelt hat, das sowohl für Sexualpädagoginnen, Pädagogen, für Journalisten, die sich scheinbar beschäftigen, für Forschende, mir auch einfach für Sexualwesen als solch. Das, was sie da vermittelt hat, ich meine, das kannst du auf jeden ein Stück weit transponieren, also in geöffnet ob an Engagement lohnt sich, an nicht lohnt sich, den Mund abzumachen. Und natürlich nicht die Arbeit an einem wissenschaftlichen Kontext gemacht, ich muss sagen, dass sie mir auch als Mensch einfach Mut gemacht hat, das zu lesen. Einfach zu merken, du hast ihn, obwohl in der schreckliche Bombenkrut, hat einfach weitergemacht. Und dafür also die kämpfen wollen, sie wird für sich selber oder für die Gesellschaft, die können durch sie vermittelt kriegen, hey, mach 4 Runden. Gif Gas an du bist eben nicht allein. Das ist das, was ich aus der ganzen Sache mitfühlen und ich hoffe, dass vielleicht auch den einen oder anderen oder das andere für Radio, Endgerät, whatsoever sich auch ein bisschen ermutigt fühlt und der Back nicht halle wird. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage vielmals merci an für die Erklärungen, Erzählungen, Mitteilungen zu den Forschungserwischt. Und ich hoffe, dass wir dich aber dann demnächst Remenker dürfen begrüßen bei Maybe Sex.
für das ein oder andere Thema, wenn du vielleicht noch mehr geforscht hast oder wenn es um ein anderes Thema geht, was dich besonders interessiert. Wenn man eng Fred an ja, ich denke, das ist immer gut für einen zurückzublicken, für zu gucken, was das alles schon für uns gouf, an sich inspirieren zu lassen, aber wie du siehst, nicht abzugehen, auch an Zeiten, die mich schwierig wirken. Also, merci, dass ich schon dir verkommen. Also, ich kenne den darüber stundenlang schwarzemäßig Frau, wenn da lohn echt nicht schon gut. Und wie gesagt, merci, dass ich immer darf auf Besuch kommen. Macht gut. Ciao, ciao. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal, alltag zu masturbieren? Der Mai ist Masturbationsmonat. Viele Menschen auf verschiedenen Arten masturbieren sich oder andere aber ganz Jahr über. Masturbation ist eine Art von Self-Pleasure, also eine Art und Weise, sexuelle Plaisir zu spüren. Beim Masturbieren stimuliert ihr sein eigen oder einem anderen sein sexuelle Organe, vor allem die Vulva und Klitoris, den Penis oder den Anus. Es kann ihn auch andere Körperteile mit einbeziehen, zum Beispiel Brust oder Hoden. Der Masturbationsmonat Mai gibt es seit 1995. Damals hat die US Surgeon General Person, die an den USA die Rekommendationen zu der öffentlichen Gesundheit kommuniziert, gesagt, dass Masturbation ein natürlicher Teil von der menschlichen Sexualität ist und das an der Schule gelehrt soll gehen. Daraufhin hat die Person müssen zurücktreten. Für ihren Ersatz zu feiern, wird seitdem der Mai Masturbation thematisiert. Im Frühjahr masturbieren 95% von den Männern und 72% der Frauen. Masturbation bleibt bis heute ein kontroverses Thema. Ist es gut zu masturbieren? Aber ja, wie oft? Verschiedene Leute sagen, dass Masturbation ungesund ist, es kann blind machen oder impotent, und dass Abstinenz besser ist, und haben erwähnt, den 9. November als Entitäts gegründet. Wenn ihr Leute fragt, für was sie masturbieren, nennen sie oft den nämlichen Grund. Masturbieren hilft beim Einschlafen oder für Stress aufzubauen. Beim Masturbieren wird Dopamin freigesetzt, was erklären kann, für was es hilft, Stress aufzubauen. Prolaktin hilft, gut anzuschlafen. Darüber hinaus schüttet das Gehirn andere Endorphine aus, und dafür fühlt Masturbieren sich gut an und hilft, den Schmerz zu lindern. Bei Personen mit Uterus hilft Masturbieren zum Beispiel, mehr Krämpfe beim Menstruieren zu haben. Bei Personen mit Penis hilft Masturbieren, das Immunsystem zu boosten und auch gegen Prostatakrebs. Das, weil der Sperma regelmäßig ejakuliert wird, also sich nicht ausstaut. Regelmäßig masturbieren hilft auch, die Spermaqualität gut zu halten, einfach weil der Sperma frisch und jung bleibt. Bei all Personen hilft Masturbieren, Muskeln am Pelvis zu trainieren, weil das stark macht und zur sexueller Gesundheit beiträgt. Masturbieren trägt auch dazu bei, dass Becken und Genitalien gut durch Blut gehen, was macht, dass sie mehr lang jung und knackig bleiben. Außer den gesundheitlichen Avantagen kann Masturbieren auch der Beziehung helfen. Indem sie masturbiert, lernt sie sich selber als ihr Körper besser kennen. Es entdeckt den dat, was einem Plaisir gibt. Das kann helfen, beim Sex mit anderen mehr klar zu kommunizieren, was ihr will, aber was sich gut fühlt. Durch Masturbieren kann ihn auch Stamina aufbauen und den Orgasmus besser kontrollieren oder herauszögern, falls ihn das wünscht. Masturbieren, sich aufholen, sich fängern, sich klappen, rubbeln, ist also gesund, tät gut und macht uns froh. Das ist ohne Limit zu genießen, solange Genitalien nicht von gehen oder wehtun. Es soll sich auch Hilfe sichern, wenn Masturbieren einen Impact auf das Arbeitsleben oder das Sozialleben hat. Viel Spaß beim Wichsen. Ich hoffe, es wird geklappt.
Hallo, heißt Nenke der Joel mit einer kleinen Ankündigung. Den 25. Juni feiern wir gemeinsam mit euch den Aufschluss von der 4. Staffel. Und das machen wir, wie gewinnt, mit Workshops und mit einer Live-Sendung vom Podcast. Das Ganze ist zu Asch am Bâtiment 4. Wir bringen also den Sex und Kultur ab die Stadt. All die Infos zu den Workshops, den Auerzeiten und wie ihr euch ummelden könnt, findet ihr auf sexpodcast.lu. Wir sehen uns also den 25. Juni zu Asch. Ich freue mich schon. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive et sexuell. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.